Der Buchstabe G wird im Münsterländer Platt entweder wie G oder wie CH ausgesprochen. Das als CH ausgesprochene G wird auch als weiches G bezeichnet. Bei der Aussprache als CH kommen sowohl der sogenannte Ach-Laut als auch der sogenannte Ich-Laut vor, je nachdem, ob der Laut weiter hinten oder vorne im Mund gebildet wird. Die Aussprache als G oder CH richtet sich nach den benachbarten Buchstaben im Wort. Immer dann, wenn G, LG oder NG von zwei Vokalen eingeschlossen sind, werden sie als G ausgesprochen. Das heißt, G wird am Wortanfang und am Wortende, im Anlaut und im Auslaut, fast immer als CH ausgesprochen. Innerhalb eines Wortes, im Inlaut, wird das G fast immer als G ausgesprochen. Dazu einige Beispiele. Zunächst das inlautende G, eingeschlossen zwischen zwei Vokalen und damit als G ausgesprochen. Dage, Tage, Blagen, Kinder, Belgen, schwer tragen. Am Wortbeginn und am Wortende, im Anlaut und im Auslaut, kann das G logischerweise nicht von Vokalen eingeschlossen sein und wird daher immer als CH ausgesprochen. Churt, gut, Chorn, gehen, Dach, Tag, Balch, Leib, Balg. Vorsilben werden nicht berücksichtigt, zum Beispiel bechorn. Von diesen Grundregeln gibt es Ausnahmen. Und auch regional wird das G im Münsterland oft unterschiedlich ausgesprochen. Beispielsweise müsste es Unneweggens heißen, es kommt aber sehr wohl Unnewechens vor. Auch in der münsterländischen hochdeutschen Umgangssprache kommt das weiche G am Wortende häufig vor. Der Münsterländer sagt zum Beispiel nicht Tag, sondern Tach, nicht Berg, sondern Berch und nicht Frag, sondern Frach.